Tashle, ich begrüße Sie zu den wöchentlichen Nachrichten aus dem Tibet-TV-Studio hier in Kanki Dharamsala. Mein Name ist Gunga Sara mit einer weiteren Folge zu Tibet, seiner Heiligkeit dem 14. Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama im Online-Interview mit dem indischen Fernsehsender NDTV. Lhasa wird unter Belt and Road Initiative Chinas Tor nach Südasien. Interview mit Dr. Lobsang Senge zum Abschluss des 4. Amtsjahres des Kabinetts der tibetischen Zentralverwaltung. Die Bibliothek für tibetische Werke und Archive in Dharamsala feiert ihr goldenes Jubiläum. Die Zahl der Covid-19-Positivfälle steigt in der tibetischen Gemeinschaft. Der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell äußerte in seinem ersten strategischen Dialog mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi unter anderem Bedenken hinsichtlich der Menschenrechtsfrage in Xinjiang und Tibet auf. Cerimondi schließt seinen 7-tägigen Friedensmarsch mit der Einreichung seiner Petition an die Vereinten Nationen in Genf ab. Letzten Freitag, 12. Juni, sprach seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama in einem Online-Interview mit dem indischen Fernsehsender NDTV. Er bekräftigte sein Eintreten für die weibliche Führung in den globalen politischen Hierarchien für eine friedlichere und weniger gewalttätige Welt. Als Beispiel nannte seine Heiligkeit Neuseeland und Taiwan, welche beide von weiblichen Führungskräften geführt werden und die Covid-19-Krise am besten bewältigt haben. Obwohl Taiwan sehr nah an China liegt, gab es unter der Führung von Präsidentin Tsai Ing-wen nur 7 Todesfälle von total 443 Fällen. Neuseeland unter der Führung von Premierministerin Jacinda Ardern weiste 1154 Fälle auf, von denen sich alle bis auf 22 erholt haben. Seine Heiligkeit riet anschließend die Menschen auf der ganzen Welt auf, die während der Pandemie unter dem Verlust von Angehörigen oder Einsamkeit leiden, ihre Probleme aus einer breiteren Perspektive zu sehen, um die Dinge ganzheitlicher betrachten zu können. Chinas 645.000 Quadratmeter große Datenanlage in Lhasa für den Datenaustausch zwischen China und seinen südasiatischen Nachbarländern hat die erste Bauphase abgeschlossen. Lhasa, die tibetische Hauptstadt, soll das Haupttor werden, über das China sein umstrittenes globales Infrastrukturprojekt Belt and Road Initiative erforscht. Das tibetische Plateau gilt als die strategischste Region für China, da es seine Grenze mit anderen südasiatischen Ländern wie Indien, Nepal, Bangladesch und anderen Ländern, die Teil des BRI sind, teilt. Der Bau des Rechenzentrums in Lhasa begann im Jahre 2017 und soll um 2025 abgeschlossen sein. Der 4. Juni markierte den Abschluss des 4. Amtsjahres des Kabinetts der tibetischen Zentralverwaltung. Der Präsident Dr. Lobsang Senge wurde dafür hier im Tibet-TV-Studio zu einem Exklusivinterview mit Dingsi Chimi eingeladen. Dr. Lobsang Senge sprach unter anderem über die Bereitschaft der tibetischen Zentralverwaltung in Krisenzeiten, die Bildung in tibetischen Schulen und auch über den Umbau der tibetischen Zentralverwaltung hier in Dharamsala. Das komplette Interview kann in englischer Sprache hier auf Tibet-TV abgerufen werden. Die Bibliothek für tibetische Werke und Archive in Dharamsala feierte am 11. Juni ihr goldenes Jubiläum mit einer bescheidenen Feier aufgrund der aktuellen Pandemie. Die Bibliothek wurde 1970 gegründet, um umfassende tibetische kulturelle Ressourcen bereitzustellen und die Forschung und den Wissensaustausch zwischen Wissenschaftlern und Studenten zu fördern. Im Laufe der Jahre etablierte es sich als eines der weltweit führenden Institute, das sich auf buddhistische und tibetische Studien spezialisiert und gleichzeitig umfassende Ressourcen bereitstellt. Der Direktor der Bibliothek, Geshe Lhakto, würdigte die Gelegenheit mit der Veröffentlichung von 5 neuen Büchern in tibetisch und englischer Sprache, um die Ressourcen der tibetischen und buddhistischen Studien zu erweitern. Die vom Gesundheitsminister Chögyam Wangchuk geführte Covid-19-Einsatzgruppe hat in Abstimmung mit Siedlungsbüros und ihren Zweitkrankenhäusern eine Eindämmungsstrategie eingeführt und diejenigen isoliert, welche mit Covid-19-Patienten in Kontakt gekommen sind. Angesichts der steigenden Zahlen von Rückkehrern aus verschiedenen Teilen Indiens hat die Covid-19-Einsatzgruppe ihre Reaktion verstärkt, um weitere Übertragungen zu verhindern. Sie fordern jeden Tibeter auf, äußerst vorsichtig zu sein und unnötiges Reisen einzuschränken. Bis heute wurden 302 Tibeter mit Covid-19 positiv getestet. Davon sind 69 Fälle innerhalb und 233 Fälle außerhalb Tibet.
Aktuell weist die tibetische Gemeinschaft außerhalb Tibet 54 aktive Fälle auf, wovon 14 in Indien, Nepal und Bhutan verteilt sind. In den meisten dieser Fälle wurde eine Reisegeschichte in der roten Zone, hauptsächlich Delhi, festgestellt. Alle aktuellen Daten können auf tibet.net/covid-19/ abgerufen werden. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell äußerte in seinem ersten strategischen Dialog mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi am 9. Juni unter anderem Bedenken hinsichtlich der Menschenrechtsfrage in Xinjiang und Tibet auf. Josep Borrell machte auch deutlich, dass China aus europäischer Sicht das hohe Maß an Autonomie Hongkongs untergrabe. China müsse die Lage deeskalieren und sich an seine internationalen Verpflichtungen halten. Besonders das Grundgesetz von 1997, das die Rechte der Bürger und Befugnisse der Institutionen in Hongkong festschreibt, soll eingehalten werden. Wang Yi erklärte, China habe nicht vor, vom Prinzip ein Land, zwei Systeme abzuweichen und wolle nur die Sicherheit Hongkongs verbessern. Ein längerer Teil des dreistündigen Gesprächs drehte sich um die Haltung der EU, China nicht nur als multilateralen Partner und wirtschaftlichen Konkurrenten einzustufen, sondern auch als strategischen Rivalen. Man habe ein unterschiedliches System, unterschiedliche Werte und Interessen. Trotzdem muss die EU mit Peking zusammenarbeiten, um eine multilaterale Welt zu schaffen. Der 45-jährige Tsering Wandu begann am 27. Mai sein Solo-Friedensmarsch von Winterthur Zürich in der Nordschweiz. Er lief fast 280 Kilometer mit der tibetischen sowie der Schweizer Nationalflagge und einem Plakat mit der Aufschrift "Make China Accountable". Sein Protest zielte darauf ab, ein Bewusstsein für Chinas Menschenrechtsverletzungen in Tibet zu schaffen und forderte die Vereinten Nationen auf, China für seine Bewältigung der Covid-19-Krise zur Rechenschaft zu ziehen. In Abstimmung mit dem Tibet-Büro in Genf reichten sie ein Berufungsschreiben an die Vereinten Nationen ein, das an die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet gerichtet war. Die Vereinten Nationen solle gegen die aufstrebende Weltmacht Chinas vorgehen und China für seine Aktionen in Rechenschaft ziehen. Er äußerte auch Bedenken hinsichtlich des Verschwindens des 11. Panchen Lamas und forderte auf, chinesische Ware solidarisch zu boykottieren. Das US-Außenministerium veröffentlichte am 10. Juni seinen Jahresbericht über die internationale Religionsfreiheit für das Jahr 2019, wie dies im International Religious Freedom Act von 1998 vorgeschrieben ist. In der China-Sektion des Berichts werden Tibet, Xinjiang, Hongkong und Macau als Bereiche der Unterdrückung durch die Kommunistische Partei Chinas hervorgehoben. Im Bericht wird klargestellt, dass es für die Verfasser schwierig war, klar abzugrenzen, ob eine bestimmte Quelle der Diskriminierung auf ethnische oder religiöse Feindseligkeiten zurückzuführen ist, da die tibetische Identität und der tibetische Buddhismus häufig miteinander verbunden sind. Die willkürliche Inhaftierung und damit das Verschwinden der buddhistischen Mönche aus dem Kirti-Kloster wurden vermerkt. In dem Bericht wurden auch Tibeter aufgelistet, deren Aufenthaltsort seit 2018 noch unbekannt sind. Den kompletten Jahresbericht finden Sie auf tibet.net. Der Abgeordnete des kanadischen Parlaments und konservative Führungskandidat Erin Michael O'Toole hat seine Unterstützung für den Dialog zwischen den Vertretern seiner Heiligkeit dem 14. Dalai Lama und der chinesischen Regierung in seinem 50-seitigen Wahlkampfmanifest zugesagt. Er appelliert an die kanadische Regierung, Kanadas Platz in der Welt als führendes Unternehmen bei der Förderung von Freiheit und Menschenrecht auf der ganzen Welt wiederherzustellen, indem sie mit Menschen aus Hongkong, Taiwan und Syrien zusammenarbeitet und sich für die Sache der unterdrückten Völker einschließlich der Tibeter einsetzt. In Bezug auf die Außenpolitik befürwortet Erin O'Toole eine härtere Haltung gegenüber China und die Stärkung der Beziehung Kanadas zu Indien, einschließlich erneuter Bemühungen um ein Freihandelsabkommen. Das Ministerium für Information und internationale Beziehungen der tibetischen Zentralverwaltung lädt alle interessierte tibetische Filmemacher ein, sich am Film-Outsourcing-Projekt zu beteiligen. Tibet TV wird eine Reihe der eingereichten Kurzfilme ausstrahlen und hofft auf zahlreiche Einsendungen. So viel zur letzten Woche. Bis zum nächsten Mal und einen guten Start in die Woche.